Sie gewesen eine Persönlichkeit, ein Mensch vom Theater, was hat gefühlt so, wie man fühlt, ein Stück leibend, hat sie gefühlt, die Akteure, wenn man mit darf nehmen und wenn man mit darf halten im Theater. Und sie hat gesicht neue und junge Menschen. Und dann sind es gewesen junge Menschen, die haben gehört Yiddish. Also es ist nicht gewesen ein größer Problem. Sie ist gewesen, nicht in Größe, sie gewesen eine kleine Frau. Nicht in Schönheit, aber eine wunderbare Persönlichkeit. Und das hat ihr gegeben, eine Sache Chein. Es ist gewesen, ihr Mirale Efros ist gewesen bekannt auf der ganzen Welt. Noch der Mamen. Der erste ist gewesen Esther Rachel Kaminska. Und der zweite ist gewesen Ida Kamińska in Mirale Efros. Ich dachte mal, der erste Pjese, was ich gedenke, ist Mirale Efros. Wo sie hat gespielt, wunderbar Mirale Efros. Und schwer zu sein, Aid, gedenke ich euch sehr stark. Es hat einen sehr starken Eindruck auf mir. Versteht sich, Theater allein hat einen großen Eindruck, wenn man sieht es in die jüngeren Jahren. Aber die andere Sache, was sie gewähnt, ist, nicht bloß was zum Gerät in Jiddisch, aber sie gewähnt so emotionell stark. Man gefühlt die Gefühle und die Emotionen von dem. Also sie hat sie nicht genommen, junge Menschen. Und sie ist gewesen alt, sie hat gehabt eine Sekunde, eine wunderbare. Sie hat gekannt alle Pjesen von uns wenig. Sie ist gewesen etwas, was ist nicht da ein zweiter als er. Versteht sich. Und sie gewesen der künstlerische Leiter und sie, ohne Dank ihr ist geworden ein Theater in Warsaw. Sie hat es so gekämpft. Sie haben stolziert, nicht bloß als ein Jiddisch-Theater, sondern ein Jiddisch-Polish-Theater. Und sie haben gehalten, als Ida Kaminska ist eine große Künstlerin von polnischen Theater, nicht bloß von jiddischen Theater. Der jiddische Meluchisch, sie geworden Meluchisch. Der Meluch hat es alles gehalten. Ein jiddischer Meluche-Theater in Warsaw. Man hat gezahlt Gage, Veskorot und mit einem großen Ensemble, mit einem Theater, eigenem in Warsaw gekriegt. Sie haben stolziert, als das ist der beste Theater in ganz Polen, nicht bloß Jiddisch-Theater. Und versteht sich, als auch polnische Nicht-Jiden pflegen kommen, sind im Theater, weil es hat gehabt, als ein Schäm. Es hat geschämt mit dem. Ja. Sie sind gewinnt, dachte ich mir, in Warsaw, aber sie pflegen herumfahren die jüdische Centers und logisch ist gewesen eine von die, ist immer der größte jüdische Center nach der Mohammed in Polen. Und sie pflegen herumfahren mit den Vorstellungen und gespielt etliche Mal, nicht bloß ein Mal, etliche Mal, was sie gewesen, eine größere Rolle noch zu spielen. Czy chodził pan do teatru Idy Kamińskiej? Tak, ja ją poznałem ją. Tak, chodziłem naturalnie. Jaką ona była osobą? Przemiła pani, tak. Inteligentna bardzo. Ale nie kiedy była w Łodzi, tylko kiedy była w Warszawie. I miałem nawet z nią spotkanie specjalne, bo ona chciała wystawić adaptację, którą jeden z jej aktorów zrobił w mojej powieści Więzień jasnowłosa. When Ida Kaminska came in 1960, we played in Sydney. And we played here at a huge theatre which holds 3,000 people or something like that, the Palais Theatre. And we went to Sydney with her company.
Das gewesen Ida Kaminska. Sie hat gestellt damals, die Bäume starben stehendig. That's it. Ich gedenke nicht, wie heißt, der spanische Schreiber. Und es gewinnt sehr gut mit ihr euch, als sie es gewinnt, der Regisseur, das hat gespielt. And did she live up to her reputation? Oh yes, yeah, definitely. Regal. They knew what they were doing. I potem, jak ona grała w Bratysławie, grała w Sklep przy Głównej ulicy. Co? Zna pani ten film? Tak. Znakomity film. To ona napisała taki list. W każdym razie do mnie ten list dotarł, że ma świetnego partnera, Józefa Kronera. Ja zapamiętałem to nazwisko jej listu, ale oczywiście widziałem ten film. Tak. Niedawno go pokazywano jeszcze raz. Aha. Pokazywano go i było bardzo dla mnie ciekawe, co ja z tego filmu, czego ja nie pamiętam. Jakieś takich pijań z tego w ogóle nie pamiętałem. Natomiast cały ten dramat to słowo po słowie mógłbym powtórzyć. I had a call from a man named Harold Leventhal. He invited me to meet him at a hotel. He said to me at the hotel, I was 19, going on 20. He says, listen, I was told you're a fine young actor and you speak Yiddish. Ida Kaminska has just left Poland and come to New York, and we're creating a tour for her. And this is a big deal, big Broadway sets and everything. They're coming to Place des Arts. And we would like you to play the grandson in Mirla Efros, the role of Shloimele. Are you interested? Before I knew it, without ever a full stage rehearsal or anything, I'm in costume on stage at Place des Arts. So that was pretty intense for me, you know, a Yiddish kid working with, you know, just this kind of royalty of this theater world, and with such great, moving performances, and the best of which was by Ida Kamińska herself. Absolutely, you can watch her do the same thing 10 times and still cry, day after day. It was a Spanish play translated into Yiddish called Die Bäume starben stehendig, the trees die standing. And lo and behold, there were more people on stage than in the audience. Again, it was at the Roosevelt Auditorium on 17th Street. It was very sad. But they did the performances. If there were 10 people, if there were 50 people, if there were 3 people, they would pull it off, do full performances. And, you know, so you learn a lot about the ethics of theater from people like that. Und was interessant, das letzte Mal habe ich gesehen Ida Kaminska in New York. Und sie hat, sie ist gewesen eine alte Frau. Und sie gewesen in der Waldorf Astoria, wo es der Arbeiterin hat gehabt, dem Seide, das Pflegen haben das Adorim dort ist. Und sie hat vorgestellt, dachte sie mir, sie hat rezitiert Warsaw 1912 von Aaron Zeitlin, das gewesen. Und sie gewesen so stark und so emotional. Und ich habe gezittert, weil ich habe gedacht, wie sie hat gespielt, wenn sie gewesen als Sachingerin noch in Polen. Und nachdem, wenn ich bin raus von dem Hauptsaal und ich bin rausgegangen und sie ist gestanden bei der Seite und gereicht hat ein Papier raus. Und ich wollte sie gehen und sagen ihr,
ich habe euch gesehen und habe gesagt, das ist schon so, müsste man schon so mit von so viel Menschen, die sind am Stomach zurückgekommen und gesagt, ich habe dir gesehen, wenn ich bin gewesen ein Kind in Lodge, also weiter und ich hab es nicht getan und ich habe bedeutet, also keinmal nicht getan. Aber sie ist gewesen sehr, wie man sagt, starke Zachroines wegen ihr, von ihr, ja.